Herr Ehrenschaumbau-Präsident, die Damen und Herren aus dem Schöfferrot und Gemengerot von der Stadt Ess, respektive der Gemeinde Schöffling, werte Vertreter von der Mémoire à Resistenzassoziationen, geschätzte Membres von der jüdischen Communauté, Freunde vom Musée National de la Résistance, les Descendants von den Opfern, werd invitieren. Das mir eng eher an Pläsier ist, auf dem offiziellen Akt von der Post von Stolperstein an unserer Gemeinde la bienvenue zu sagen an ihr, merci zu sagen für Ihren Interesse an den Engagement für die Cause von der Mémoire. Le souvenir, c'est la présence dans l'absence, c'est la parole dans le silence, c'est le retour sans fin d'un bonheur. Der Bürgermeister betont, dass wir als Hai versammelt haben, für unsere Geschichte vom Ersten und Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Als Kommemorationstag, als Museen, Monumenter und Memorials sind ewig und wichtig Zeichen. Heute setzen wir mit den Stolpersteinen ein weiteres Zeichen gegen Rassismus, Diskriminierung und wir denken an die vielen Opfer aus der Nazizeit. Die Initiatoren haben 1996 diesen Prozess unter dem deutschen Künstler Günter Demning und Trolle gebracht. Es sind schon über 80.000 Stolpersteine in ganz Europa gelöscht gehen. Es freut mich, es freut uns alle, dass wir uns als Gemengen zu Esch und zu Schöffling durch engagierte Bürger und Assoziationen, besonders auch der LPPD, aktiv an diesen Prozess angebunden haben. Die Stolpersteine, ein kleiner Betonsblock mit einer Messingsplaque. Ein Stolperstein nicht für die River zu stolpern, nein, für die Memoire und die da, wo die Stein Leid gewohnt haben, aber dem Schicksal von den gruseligen Aktionen vom Naziregime ausgeliefert wurden. Ich will aber auch betonen, dass mit den historischen Recherchen für diese Aktion, die von den Historikern vom Musée National de la Résistance gemacht gesehen, auch unser Kollege Jérôme Courtois war da ganz eifrig mit dabei, dass die lokale Geschichtsschreibung zu Schöffling mit diesen Initiativen auch einen wichtigen Aspekt mehr reich ist, nämlich der Kenntnisse über das Schicksal von der jüdischen Mitbürger. Die Damen und Herren, merci für die Aufmerksamkeit. Ja, das ist ein Tag von der Kommemoration, das ist ein besonderer Tag, dafür zum Aufschluss dieser Gedanken. Montrer à nos jeunes que la mémoire doit persister et être transmise entre les générations pour ne pas revivre cette dure période de l'histoire. L'actualité internationale nous montre régulièrement et de tous les jours que nous devons être vigilants. Diesen Tag ist ein Tag von Trauer, von vielleicht bitterer Erinnerung, aber auch vom Abbruch, weil wir zusammen unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass wir alle Formen von Gewalt verurteilen. Für eine lebenswerte Zukunft müssen wir Brücken bauen, an Zeichen setzen, von der Toleranz, von der Mémoire, vom Souvenir. Weil wie sagt de Lacordaire, le souvenir, c'est la présence dans l'absence, c'est la parole dans le silence, c'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. So nicht merci, wir geben dann dem Herrn Pirsch, dem Präsident von der LPPD-Sektion Schöffling, das Wort gehen. Die Ballenzeit zeigen aus von der Stadt Südefso, Herr Pirsch. Ich bin froh, dass wir heute heute zusammen die Leute, die am Krieg gelitten haben oder gestorben sind, zu ehren. Wir stehen hier beim Haus, wo den Eugène Behren gewohnt hat. Auf sein Lebenslauf kennt er nur den Jérôme Courtois zurück. Dafür gebe ich mich dann lieber überlassen, die Datumen als Historiker, als noch echter Beruf für das genau zu sagen. Ich stehe hier als Vertreter von der LPPD. Das sind die von den politischen Prisonnieren und Deportierten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und etwas, was uns auch als Deportiert und als League gefällt, das ist das Pferdesport-Gymnasium, dass wir zusammen ein Komitee gegründet haben pour la Souvenir pour la Deuxième Guerre mondiale, wo dann
die 3 hauptsächlich Kommunitéiten, die gelitten hunn ze Summe gesinn. An Alkes Schiedverein mat 6 Membern, da das die jüdisch Kommunitéit, da das d'Orly de Force, an dat sie noch dann der PPD also Resistenz. Appes wo ich gern wie als Datum holen, dat das der 26. September aus dem Mogin Bieren seg Fra an de Jong deportéiert gin an de meeschte Konvoi den he zu Lützeburg fortgaren ass. Die echte Konvoi sie bei alle go op Leubus kom an bësse kann mat spieren vu mir wie je doch engem dann kann als Kant oder wat enge Erinnerungen wo hin hat well den Lex hat déiäit 8 Meint Joer Dr sinn nech mat 6 Meint och an Schlesien kom an mégen Ären. Et Familie Bieren hat just net Chance, sie war die enzeg Schëfflinger Familie, die in den Dach ëmgesiedelt ginnas. Mir sinn dat Joer Drhei mat mégen Ären mége Grosäre fortgen, da waren nach 5 Wäner Familien dabei. Dat hicht et hue den sich awer besseren Relé kannt, an dat hue da is an denen so még Ären an még Grosäre mat dat gesot, huet da is sicher viel Viro geholf. Ich will auch nach einfach purschiffere soen fir ze weisen schon e gewissen Stolz als Schöfflinger sind dat ger an es bleiben der dann die Stolz die weist Jo am Kricherem an all dee Leiitwelt sie net viel Wirtschaften die prozentuale soviel Resistenz gemäht hun wie d'Wirtschaft Schöffling, die derzeit 5000 Awohner hat. Wir hunn haier Schöfflinge leng her no 85 Leiit krit, die den Titel Mort pour la Patrie krit hun. 32 Familien als Schöffling waren ëmgesiedelt. 263 Jungen sind am Wehrmacht gegangen, dofür sind der 57 gestorben. An 4, die net mat an Wehrmacht gegangen sind, Refraktären, die sind noch am Krieg leiie blieben. Jiddisch Afwer waren ze Schöffling net soviel, weil d'Kommunitéit relativ kleng war. An noch do giwech gern een perélegen Message do mat gin. Den Salomon Zerf, sei Pap, Salomon Zerf selber, den huet mat mengegem Großpap ze summen Schöfflinger Musik gegrünnt. Mein Großpap war Präsident, war Vizepräsident. An mir hunn als Familien, also még Ären an még Grosären hunn als awer relativ gut kannt an dofir speer den einfach mat, wat den an der Zeit erlieft huet. Schöffling huet doch net lang gedauert no Krich oder schon am Krich fir sich ze weise, wat man wëlle no Krich ma, an dofir Stimme hai Memoir zu halen. De 6. März 1945 de Krichwen an der River ass die Sektion Hai vun der LPPD gegrünnt gin. Man die nämlichter Zeit wo Zentralsektionen gegrünnt gin ass an nach enkeier sie stolz drop, dass man halt zu Schöffling mat direkt dabei waren fir Daylight Memoir zu halen, déi am Krich tatsächlich viel afverbreut hun an do mat so ne Schmerzi an ich gin dem nächsten Wut. Wir hunn nach 2 Jerumen, die sech Wut kreen, die Jerum den ass awer net heide Jerum Netschen méi als een Gemengesekretär, man dem Fabian Dietrich, die werd de klenge Text firdroen, den de Jerum Netschen geschriven huet. Ja, ich gif so zu Eire vum Herr Bieren. Ech schon den Eugen Bieren net kannt. Hier war de Mann vum ménger Boom hireer Schwester. Aéi so oft brauche de gewissen Alter fir sech Froen ze stellen, fir d' Familiegeschicht opzeschaffen oder sech iwwerhap do fir ze interesseieren. Herrens do geschiet dat nie, a wann net geschiet ass et mechtens ze spéit. Ech hun eng Foto vum Eugen Fond am enger Boom hirem Tierrang, do lung ze warscheinlech iwwer 70 Joer. Hin hat seg Hore wenig zerstrufelt, an huet sei Bouf knapsen half Joral am Arm gehalen an ziemlich stolz op hine Rof geguckt. Schöfflinger Biersch war dat. Fir geneet ze sinn, de 7. Juni 1942. Fir nach méi geneet ze sinn, 55 Steech fir Streik. Da das läit just den Detail, déi zerstruvelt Hoer,
dat gestreiften Tierm mat de kurzen Ärm, dat Tien op dieser Foto unhat, ma dat huet méi hier Mino brucht. Et gëtt kein unmusig Foto vum Eugene Bieren, zumindest net, dat ech do vu weist. Et sinn immer dieselvecht Bilder, die an de Publikationen um Krich optauchen. Op dieser Foto awer ass hier net, nach net, de spätere Märtyr de la Nation. 55 Steech trennen hier vun diesem Status. An nachemol 9 Deeg bis zum Stehbruch vun Hinzert. Nach ass hi e jonke Pap, mat engem markante Kën, dorene wenigch krumm, zerstruvelt, do Uwen Schöfflinger Biersch. An der Familie gouf gezielt, dat seg Fra, als Tata Maria, zu Schöffling bei Metzler war, wie d'Fraen aus dem Dorf kommen, an Plakat vun der Bekanntmachung vum Standgericht, dat de Purstrose weiter aushong an nimmt hun. 2 Wochen no goufe se ëmgesiedelt. Fi rund 2 Joer war rech fir d'Eich zu Hinzert, mat mengegem klenge Cousin, dem Eugene segem Enkel. Eng spontan Entschädung, der war fleicht net so spontan war. Mg Boom war an 1,5 Joer fir drun mat 100 Joer gestuerwen, an dommat war die lächt Person, die den Eugene erkannt huet, as eng Stëmm het kënnen rëm erkennen fort. Dat huet eppes ausgeleest an mir. Ich wees net wat. Gefehler kommen a ginn, an et wesinn oft net vu wo a fir wat. Zu Hinzert huet de Referent vun der Landeszentral fir polisch Bildung vor Rheinland-Pfalz als den emolge Stehbruch gewiesen, wo den Eugene erschoss gouf. Et as lo en Klengparzell, déi d Natur sech Triggerrobert huet, runderem Beem, denne Beemer Birken. Et kann en Gereicher vun de Villecher an den Autoen, déi iwwer d Landstroos 140 sprausen, heieren. Et war am Summer, wéi mir do waren. An so kennt eng Platz ausgesinn duch Dëch, wo d'ältre mat ihre Kanner picknicken oder mam Hund am Gras holzen. De Referent huet gemengt, dat Hien, den Eugene, bis ganz zum Schluss net wirklich wusst, wat ze mat ihm fir hatten. Bissen do stung, wo se ugeloecht hun, ich wees net, ob dat stimmt. Ich mengen aber, dat den Eugene rebellischen, sturkappeschen, instinktive Personage war, die sich zum Streik net aus Prämeditation oder Temerität, mir aus enger elementarer Roserei durchgerungen huet. Et kom aus der Panz, denken ich. Ein Unschuldigen, der bis zum Schluss davon überzeugt war, dass er richtig gehandelt hat, trotz der Angst, Ungewissheit, Panik an dem Gedanken nur sei bover seine Frau. Wenn er bis zum Schluss nicht sollte gewusst haben, was geschehen, ist das der Gedanken, den ich drohen kann. Ich hoffe, dass ihr nicht vergisst. Jérôme Netschen. Merci dem Fabian für die Hierdro von dem Dach sympathischen Text, den Herr Jérôme Netschen uns zukommen gelassen hat, hat eine Reflexion zu einer Person, die ein Mann oder ein Mensch war wie mir alle Guren, normal gelebt hat, sich für aber einen Kurs angesagt hat und durch die Kurs hat müssen sein Leben losen. Aber wie das Leben war, gebe ich den Herrn Jérôme Courtois bitten, an ihm von dieser Platz auch merci so für all die Recherchen, die gemacht hat, rundherum, das vertraut hat, auflegt, offiziell als Bürgermeister dann für Schöffling. Du bist ja am Gemengerot, aber an dieser Funktion als Historiker hast du wesentlich mehr geschafft, wie wir alle Guren, die Haut an der Sonne können stehen und die wollen nur lernen, was heute Saison ist. Den Eugene Bieren gëtt 6. April 1914 zu Schöffling geboren. Hier schafft als Walzendreher Site vun der Arbeit er Schöffling. 1932 gëtt den Eugene als aktive Member vom Schöfflinger Velosclub La Pedal 1907 opgefordert. Hier partizipéiert du Veloskursen, dorinnner Championat Cycliste du Bassin-Minier. 1937 beleet hien die 32. Platz bei enger Kurs zu Rotsier. Bei engem Velosaccident den 11. Juli 1937 gëtt hier schwéier verletzt. Donieft ass den Eugene och als Spieler am Fußballclub dem T-National aktiv. Den 7. November 1939 bestuet hien Schöfflingerin Marie-Suzanne Georges. 1940 gëtt hiet éicht Kant de Jean-Marie geboren, den awer frei Kanstod stieft. Den 6. Januar 1942 kënnt hiet zweet Kant den Alexandre op Welt. Den 10. Mai 1940 gëtt Lützeburg vun Nazi-Deutschland besat. Schöffling gëtt evakuiert. Den Openthalt vun der Familie Bieren ass biselo net bekannt.
Am Stohlwerk mischt den Eugen sich als jezorniger Aufwieglertyp bei den Nazien unbelebt. Nur der Proklamation von der Aufhebung von der allgemeiner Wehrpflicht zu Lützeburg gëtt den 31. August 1942 Sid Schöffling ein Streikkomitee opgebaut, den vom Eugen geleet gëtt. Schon e puerdig fir Drun soll hien ugekënnecht hunn, mat de puer Kollegen d'Aarbecht niederzelehen. De Komitee suercht dofir, das Personal an der Walzendreherei, dem Walzwerk an dem Maschinebetrieb mat Streiken ufhängt. Im 18:02 gëtt den Henri Adam Streiksignal. Den Eugen gëtt den 1. September verhaft, anderem freigelos. Hier weigert sech an der Jungers Mehlen zu verstoppen, geht an d Walzendreherei schaffen. Der 5. September gëtt hier vun der Sicherheitspolice verhaft, awennst Erbechtsverweigerung an de Grund an de Prison brucht. Von der Gestapo gëtt den Eugen verheiert a brutal misshandelt. Den 7. September muss hier für den Stand gericht. Dat verurteilt hien den Datrop zum Tod. Den 9. September gëtt den Eugen an KZ Hinzert bei Träger deportéiert, an dem 18:30 an engem Bësch beim Lager erschoss a verschacht. Senger Witfrau ginnt Sache vum Eugen aus dem KZ zougeschickt. Den 21. September gëtt sie zusammen mat ihrem Bof umgesiedelt. De Metzler Salomon Serf gëtt den 11. November 1882 zu Schöffling geboren. Seng Metzlerei, Lochai, an der Großstraße 42, später Rue, Avenue de la Libération. De Salomon gëtt e puermol vum Gemengerot an Verwaltung vum Armebüro an als Steuerverdeler gewählt. Hin huet awer och, ohne erfollech, Versicht an de Gemengerot gewählt ze ginn. De Salomon als Ehremember vum Schöfflinger Wëllosklub, dem Lapedal 1907, a Gründungsmember sowie erste Vizepräsident vun der Schöfflinger Harmonie Municipal. Den 3. Dezember 1913 huet hin zu Boulay-Moselle d'Eugénie Reims bestört. Den 21. Januar 1915 kënnt het Mädchen Trené zu Schöffling op Welt. Trené mecht eng Léier am Escher Medischers Lycée, an als Chefin vun de Schöfflinger Giden. Nach virem Krich verlohnte Salomon seg Metzlerei und de Metzler Joseph Gliedner. Den 10. Mai 1940 iwwerfällt Nazi-Deutschland dat neutral Lützeburg. Schöffling gëtt den Dach drop evakuiert. Wo d' Familie Zerwe evakuiert gouf ass net bekannt. Op alle Fall kommen se no déser Period zréck op Schöffling. Mat der Inauguration vum Gauleiter Gustav Simon gëtt och zu Lützeburg d'Judepolitik vun den Nazien ëmgesat. Am Oktober 1940 meldt Schöfflinger Gemeng d'Egentum vun die Juden am Dorf und die Deutsche Administration. Am April 1941 huet d'Familie hier Spurnisser op e schwéier zogänglichen Sicherungskonto iwwerweisen mussen, an Dir vun diesem nächt mi ophiewen. D'Familie muss vun 250 Reichsmark am Mond liewen. Sie kreien awer vun hireieren Operen, dorënner Familien Antonich, die ha in dem Haus niwen Dr gelieft hunn, a Gliedner an och der Widerstandsbewegung Alverage gehollef. Den Albert Wingert selber beispielsweise huet Trené dorem Gebiet Lützeburg zu verlosen, a sich a Sicherheit zu bringen. Trené bleibt bei segen Älteren. Seng Mam d'Eugénie huet stark Probleme am Herz, kann net fort. Hire Pap, de Salomon, begeht, frustréiert iwwer seng Lach, den 31. Oktober 1941 Selbstmord, gëtt Kirfech Bellevue vum Lampertsbierch begowen. Dorop sinn gëtt de Besitz vun de Serfe vun Deitschen agezun. Trené huet missen ab November 1941 offiziell de Firnung Sarah droen. Och dem Eugénie gëtt se Firnung beigesat. Trotz ihrer Not hëllefen sie einzelne Juden aus Lützeburg, die schon an d Ghetto vu Litzmannstadt a Polen deportéiert goufen. Deportatioun an den Osten hunn am Oktober 1941 zu Lützeburg ugefangen. Den 6. August 1942 ginnt Frauen an dat sogenannt Jidischt Altersheim op Saint-Fontaine transportéiert. Trené gëtt do als Infirmier agesat. Iwer Brewer bleiwen d'Eugénie an Trené mat der Familie Antonicher Kontakt a froen hi Nopern eso d'Familie Gliedner e materielle Unterstützung. Sie kree vun hinnen Hëllefspack op Saint-Fontaine gescheckt.
den 6. April 1943 ginn René an d'Eugenie an Ghetto vun Theresienstadt deportéiert. Vun do aus kommen sie den 6. September 1943 op Auschwitz-Birkenau an dat sogenannte Theresienstädter Familienlager. An diesem Lager zwingt sie d'SS zur Tarnung 4 datéiert Briefer o Kollegen zu schreiben. Sie bleiben mit den Familien Adamer Retter in Kontakt a frohen Unterstützung, die sie auch kriegen. Die 2 Frauen gif 1944 zu Auschwitz vergast. Nom Krieg sich den an Gemeng man Bojameester Denny Netschen no hinnen. Basierend op den Ermittlungen vom Kommissariat au Rapatriement ginnt Eugenie an René den 20. Juni 1949 vom Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg offiziell für dood erklärt. 12 Jahre drop, den 7. November 1961, gi sie vun der Gemeng für den Ehrentitel Mort pour la Patrie vorgeschlagen, den sie auch vom Innenminister kreien. Ich solo eng Adaptation vum Kaddisch op, dass dat Gebiet wat während dem Gottesdienst opgesot gëtt fir de Verstorbenen zu gedenken. Ava Rachamim, Asher beyadecha nafesh kol chai, pnei hayom bechesed uberachamim el tefilatenu lezecher Salomon Eugenie René Serf. Nishmotayem zchurot bitzror hachaim, אתה זוכר את כל החסד והטוב שעשו בעולם החיים. אתה נותן להם מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. יתגדל ויתקדש שמי רבה. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Ich will alle go Merci soen fir Ä Präsenz, fir Ären Interesse a besonders auch fir den Engagement fir en Kurs, die enorm wichtig ass wie dat sowohl zu Äsch der Place de la Synagogue wie respektiv bei allen Deplacementer, die man hatten rausgestrach gin ass. Also Merci fir die Präsenz an den aktiven Engagement. Und ich gif gerne einfach die Sätze wiederholen, die de Mëtten zu Äsch gesot gesi wat eigentlich die 2 Objektive, die Hauptobjektive waren von dem, was man haut vollzogen hun. Premièrement hast du gesagt, il importe de ne jamais oublier de jeter un regard en arrière en nous souvenant des sacrifices encourus et en honorant la mémoire des nombreuses victimes. Deuxièmement, dans le contexte du rôle de l'éducation, de la citoyenneté, nous devons également jeter un regard vers l'avenir et sensibiliser encore et toujours les jeunes et les moins jeunes à rester vigilants et à s'opposer face aux recrudescences de nationalisme, de xénophobie, d'antisémitisme et de toute autre forme de discrimination et de manipulation allant jusqu'à l'appel de la haine intolérable. Dem Jérôme für die historische Recherchen him so an senger Equipe, ich weiß, dass noch nach Chef für Russisch mir nervt dem Chef auch die großen Merci do Mat holen, den ich ausgeschwert hun. Wir haben eine Responsabilität für die Memoire hochzuhalten. Und ich will einfach sagen, nicht nur mit diesem Akt, sondern mit vielen anderen, will man weisen, dass man sensibel an offen sind für einen wichtigen Kurs, nämlich die von der Erinnerung.
soll als kann schon de freie Geist Jogin los hier blinke Freiheit die mir so lange sind los hier blinke Freiheit die mir